Welkom zum Tubzingen. Welkom ook die. Laten we hier voor ons Tubzingen. We vrijen ons voor deze gelegenheid. We hebben ons uitgemerkt, innerlich, ook met instrumenten en zo wieder, met techniek. En we mochten einfach dat u gezien wordt. We mochten dat u opgebuurd wordt. En wie hier, dat is niet best een programma, we willen einfach Gott loven en prijzen. En ook nog leren van Elan dat onze predigt brengt. En we hebben een zaak wat ons immer weer vrede brengt, dat is dat we hier raad zijn. De netste Leute, wat we zien wel, het eerste Leute van jou, dat echt zegt dat licht. En dan doen we daar waar dat je raad, dat Jezus aannemen doet. Echt zegt dat licht. Wie is een muidlust bin Leben voll Sinn. Ich will durchweiten von Gott sin Schön. Dann käm die Harse aus jasten Nacht. Jesus das Licht, denn du ist dort da. Ich sag doch Licht, ich sag doch Licht. Nicht mehr ja dies da, nach es dich steht. Ich will mich so heu, weiß wie den Wald. Komm schön, Herr Jesus, Jesus das Licht. Zelfs in Glinja, ik wandel allein. Met Einzeln en Sorgen, dat je niet scheu. Dat heulde Juden, dat ik war da sag. Jesus das Licht, denn nu ist dat da. Ich sag doch Licht, ich sag doch Licht. Nicht mal ja dies da, doch es dich nicht. Ich brenn mich so heim, weiß wie den Wald. Dankeschön an Jesus, Jesus das Licht. Ich leb in Dummheit, ich fand mich nicht reich. Blicken so schmal, so erste Lebenswahl. Dann wann geht ja, muss ich ihr schmal sagen. Jesus das Licht, denn du bist dort da. Ich sag doch Licht, ich sag doch Licht. Nicht mal ja dies da, doch es ist dich. Ich brenn mich so heim, weiß wie den Wald. Dankeschön an Jesus, Jesus das Licht. Ich sag doch Licht, ich sag doch Licht. Nicht mal ja dies da, doch es ist dich. Ich brenn mich so heim, weiß wie den Wald. Dankeschön an Jesus, Jesus das Licht. Dankeschön an Jesus, Jesus das Licht. Wann ich sterben, Jesus jammt mich home, dann flieh ich weich. Nur dorthin, wo das für mich Blut, dann flieh ich weich. Hey, flieh dann weich, wo so scheine, ich flieh dann weich. Wann ich sterb, Halleluja, das nicht lang, dann flieh ich weich.
Das ist das Gute, nicht? Wann das hier zu Ende geht. Wir wollen alle hier gut wasch, aber wann das hier zu Ende geht, dann schauen wir wasch. Aber währenddessen, an unsere schwere Tiden, auch an der gute Tiden, schauen wir weiter, Jesus ist bei uns. Und das nächste Leute redet davon, lehne ganz an Jesus seine Arms. Wir weiter, wir hatten einen Freund, wir hatten einen Vater, der ist einmal durch. Und durch haben wir uns lehnen. Oh, die Freude gröt, lehnen ganz an Jesus seine Arms. Oh, die Serien gröt, in die Freudestour, lehnen ganz an Jesus seine Arms. Lehnen, lehnen, ganz versichert kann ich mit am Mond. Lehnen uns an Jesus seine Arms. Oh, wie herrlich ist Leben hier auf Erden. Lehnen uns an Jesus seine Arms. Lehnen, lehnen, ganz versichert kann ich mit am Mond. Lehnen, lehnen, lehnen uns an Jesus seine Arms. Wo hab ich dir dürren? Ich hab keine Angst. Lehnen ganz an Jesus seine Arms. Ich hab Frieden mit Gott, keiner kann bestehen. Lehnen ganz an Jesus seine Arms. Lehnen, lehnen, ganz versichert kann ich mit am Mond. Lehnen, lehnen, lehnen ganz an Jesus seine Arms. Lehnen ganz an Jesus seine Arms. En deze tijd door bang we ons bestaan. Ik woons, ik bang me een beetje om mijn vrienden. Ik wil jaren allemaal waar met een beetje rare maten drinken, een beetje vertalen. Aber wenn wir Christen sind, dann sind wir ganz sicher, dass wir uns nicht unbedingt mit dem anderen treffen müssen, um eine Freundschaft zu pflegen. Sondern wir können dort auch mit Jesus tun. Der ist ja immer du bei uns, das ist ein treuer Freund. Du musst nicht unbedingt wohin fahren, um den zu begegnen, sondern das haben wir auch tschüss tun. Du hast schon Freund, so treu als Jesus. Du uns will ich haben dich.
Heul verstellt jeder's Mut. Johan, wat voor een vriend hebben we in die? Wat voor een vader hebben we in die? Einer, der uns in alles versteht. Einer, der immer bei uns ist, die ganze Zeit. In der schweren Situationen, in der leichte, in der Scheine, in der was schlecht geht. Du bist immer du. Und Herr, du hast uns verstanden. Und du verstehst uns, was wir durchgehen. Herr, wir loben und preisen dich. Und wir danken einfach, dass du bist. Dass du uns Vater bist. Wir möchten alle Ehe die immer geben. Wir möchten uns ganzes Leben immer wieder die Hand geben. Dankeschön für deine große Liebe, deine treuhafte Liebe. Wenn wir versagen, wenn wir Fehler merken, dann reichst du deine Hand aus und du sagst immer wieder, meine Liebe ist immer noch du. Meine Gnade ist immer noch du. Und wenn wir bekennen, dann bekennst du uns vor dem himmlischen Vater. Und dann sagst du an das Lebensbuch keine Sünde geschrieben. Wenn es dann erst der war, dann hast du dir betont. Herr, dann schau jetzt bloß Freude daran. Und einmal war die allein ihr bringen. Für die singen. Für die deine mit verschiedenen Sachen. Was einmal du uns selbst zu deinen. Was einmal du erst, Herr. Wenn es wie weiter, dass du bist, der was uns Leben gibt. Du bist der, was uns Mut gibt. Du bist der, was uns Kraft gibt. Das ist der, was du bist. Du, dann bist du das ans Zentrum in ons Leben. Und das machen wir nu auch zu dir singen. Amen. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Licht, Jesus. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Leid, Jesus. Sieh doch viel, dein bei mir, sieh der Wind, dein mir fehlt, sieh mein Leben, in mein Ziel, Jesus, Jesus. Jesus, sieh das Zentrum, sieh meine Hand in mein Licht, Jesus. Und Herr, wenn wir nu die Botschaft hören, uit die Wort von Orlando, dann red an uns nennen, dass das nicht bloß allein ein Meier, ein Weite ist im Kopf, sondern dass das der Schille macht in unsere Worte nennen, dass wir das wahrnehmen, das anwenden, die Wort anwenden. Das bet wie, dass die Orlando muss mit deinem Jes anleiden und mit deinem Wort, dass uit grote Kraft, was du bei hast, und 2 Stunden schwert, muss uns das Wort uitleihen, dass wir das können anwenden ins Leben. Das bete ich in Jesus Namen. Amen. Gott, in der vandaagse bezanning mocht ik die uitvaderen
Gott vom ganzen Hart zu glauben. Und ich habe mir so gedacht, auf einen Bibeltext mit begründen, den wir in Markus Kapitel 10 finden, wo uns dort von einer Person redet, die nicht viel Erfahrung hat, die nicht viel Ausbildung hat. Und ich will 5 Geheimnisse aus dem Beispiel mitnehmen, die uns lehren können. So, meistens ist das so, wie wo wir uns jemand an, der uns leren dat, die uitgebildet ist, die eine Ausbildung hat, die gelehrt worden ist, die angesehen ist, die anerkannt worden ist von anderen Menschen, uns eine Lehre wiederzubringen. In diesem Fall ist das aber ganz anders. In diesem Fall ist das nicht ein angesehener Mensch. In diesem Fall ist das nicht eine Person, die all bekannt wird von vielen, oder die andere all irgendwo geschult oder gelehrt hat. Ich glaube aber eine sehr wichtige Person, die uns wichtige Teile von der zu lehren hat. Dort handelt sich über die Geschichte von einem Blinden, das wir schon Leute singen, als wir Jesus kennenlernen, dann können wir plötzlich sein. Und so wird das auch bei diesem Mann. Bartimäus, der lässt uns hier eine sehr gute Lehre durch sein Sinne. Durch das, was er tut. Nicht durch klug wird, was er sagen kann, sondern durch das, was er innerlich rütgeben hat. Was in seinem Banner steht ist und was er rütgeben hat, wo er stehen hat. Das ist für uns eine gute Lehre, die wir in unserem Alltag brauchen können. Für Bartimäus wird das ein ganz gewöhnlicher Tag. Er hat nicht die geringste Ahnung, was passieren wird, als er zu Mariens abstand und an seinem Alltag gehen wird. Was wir sehen Alltag? Das wird das jemand am den Gas gebracht, am Weg, an der Kant, am der Aufleit zu Marius. Und da hockt er in Praha seinen Tag durch. Jeder einem wird vorbeigeht, seine, was er am zu geben hat oder was er mit Mitleid am geben will. Und irgendwann muss am Wader aufholen und am Wader Trainer sein Haus bringen. Das wir sehen seine Routine, sein Alltag, die Tag für Tag per Arm passiert dort. So Marius hat am einer abgepickt und bracht am nur seinen Praha-Platz. Er wusste nicht, dass das was extra was sein wird. So nur die Geheimnisse, was Bartimäus ans lehren hat, durch sein Leben, durch sein Zeugnis, was er an dem Platz erfahren hat. Das erste, wo ich einmal haben, die du möchtest, ist, nutzt die Gelegenheit. Wir haben so viel Gelegenheit in unserem Leben, die wir vielmals wiederholend verpassen. Die nutzen die nicht aus. Wir können uns denken, wie Trainer, dann hat wir was tun können, aber haben das nicht getan, haben nicht ausgenutzt. Hier wird das auch so ein Fall. Ich kann mir so vorstellen, dass Bartimäus nicht die geringste Idee hat, an diesem Samarius, was am passieren wird an diesem Tag, was am begegnen wird. Er wusste dort gar nicht mal, dass Jesus an dem Ort vorbeigehen wird. Er hat wahrscheinlich nicht WhatsApp damals. So, ich stelle mir so vor, die Kommunikation wird nicht so groß gewesen sein. Die Möglichkeiten wurden nicht so groß gewesen sein, als andere von der, dass die Informationen, die bei angekommen sind, von der aus ein spezieller Tag für die. Das Einzige, wie allein an der Gaststätte, verloren, einsam, immer war da aufgelehnt worden, ich brach am Wort, jemand kam vorbei und sagt, nee, ich habe nichts für die. Das ist selbst die Gefälle, was er all gewarnt wird von seinem Alltag. So, ich glaube, er hat keine Zeit, sich rein zu merken. Für das spezielle Erlebnis, was er mit Jesus macht. Weil es das derselbe Tag wie für ihn. Und das wie für ihn eine Gelegenheit, das wie für ihn ein Augenblick, der Fall am bloß einfach so in der Schuld. Wir können vielleicht sagen, leid, ne? Ich glaube, Gott wird hängen, uns zu wiesen, was Jesus in seinem Fall aus der tun kann. Die Frau Proselam sagt, Eva, weißt du oder weißt du nicht? So, die kostet dir einen Schlitte, wenn du weißt, dann
Nu. Wenn du nicht weißt, Jesus geht vorbei. Jesus geht wieder. Und wir zijn da in Markus Kapitel 10, der Vers 46 bis 47. Da sagt dat zij, dann kwamen zij naar Jericho. En als Jesus met zijn Jünger nog een Schiff onder de stad verleidde, zat Bartimeus een blinde Timeus ihn sehen am Weg in, wat hij immer deed, Prag had. Als hij hier dat Jesus van Nazareth weer, dan fing hij aan te schreeuwen. Jesus, du David ihn sehen, hab Mitleid met mij. So, dit prasel voet zit am Rüt. Als hij eenmaal te oren kreeg, dat is Jezus wat hier. Dat is niet een gewone mens. So, dat is niet een mens meer wat hier verbiert. So, je hebt me het allemaal met mijn predigten gehad. Laat dat toch niet thuis dat het plus een predigt meer is van alle predigten. Laat dat thuis dat die woord persoonlijk im hart van de mensen komt. Laat dat thuis dat dit voorbijkomen van die, wat persoonlijk is. Dat dat niet een meer is in een geschichte. Sondern dat het een gelegenheid is die mijn hart veranderd heeft. Bartimeus had dat voets klaar. Dit is mijn gelegenheid. God heeft wat ganz bijzonders voor mij uit. Dit wil ik ernst nemen. Zo, als Bartimeus hebben we eigenlijk dag voor dag gelegenheden die we ernst nemen kunnen, of die we verpassen kunnen. De vrouw is, waarom nutzen wir den nicht Volk nach uit? Waarom verpassen wir diese Volk? Ich glaube, eine sehr bekannte Antwort dafür ist abschuiven. Ich war noch. Da kom je nog meer deel, niet? Het is hier niet de laatste dag dit jaar. Dat moet je niet nu zijn. Kan dat niet Mario zijn? Dat ga je dat niet nächste week doen. Laat ons maar even nadenken. We schuiven op en schuiven op, zo weit als dat avond gaat. Bij Bartimeus wird het klar, dat is geen aangelegenheid voor Maria. Dat is nu, of dat is niet. De Bibel leert ons zeer klar, dat keiner van ons een garantie heeft dat het Maria heeft. Dat is de uitvordering doorheen. Wer weet of ik Maria leven? Wer weet of du Maria leefst? Wer weet of dat wat ik doen zal, Maria te doen heeft? Die garantie geeft God ons niet. So, hij verspreekt ons geen Maria. Hij zegt ons nu. Nu is de moment. En de Bibel zegt in Hiob 9, vers 24, ne zag wat ons niet zo zeer gevallen, maar Hiob zegt door, meine deel rane boosja voorbij als een rana. Euer daar wat geudet van wordt, zijn die al weg. So, wanneer ik niet voedste, dan zijn die weg. De tijd komt niet bergop, die gaat bloos verder weg. En in Sprecher 27,1 zegt dat, loof den Marischen dag niet. Willst du weißt nicht, wat van jou nog passieren kan. So, we weten niet mal, of we van jou wat einkomen. De gelegenheid is eenmalig. Ist uns das mal sehr bewusst? Wieder sagt der Psalmist an Psalm 90, 12, lieh uns bedenken, dat wir sterben moeten. Lieh uns dat bewusst zijn. Waarom? Damit wir klug worden. Damit wir dat klar haben, wat kan passieren. Aber Gott geeft ons, zolang als ons Odem geht, geeft hij ons gelegenheden, dat wir kunnen wat ondernemen. Vielleicht fragst du dich, wat soll ich anfangen te doen dan? Ich glaube, dass Gott die von der die Möglichkeit geschenkt hat, oder schenkt je das Programm einmal anzuschalten und zu horchen. Das ist, weil er die sagen will, hier ab mit Rütschüven. Hier ab mit Wacht, mit Maria. Dummel, was du zu tun hast. Fang an zu tun, was er von dir haben will. Er jef am din ganze leven, dine Pläne, al dine Träume, wat du doen wirst. Bring am dort. Wir zijn in Lukas Kapitel 9, Vers 62, wer seine Hand am Pleuch legt en dan trägt, der ist in Gott sein Reich nicht zu brücken. So, Jesus sagt uns dort ganz klar, dat jet verre weg, dat jet jan weg.
Das ja nicht besser. Wir können nicht ständig gehen in unsere Uhr im Reihe haben. Wir haben den noch fertig gekriegt. So, Bartimäus lädt uns mit einem Kartenurenblick, nutzt die Gelegenheit aus. So, wenn Jesus vorbeikommt, dann wach nicht, Bad Maria. Das gibt immer wieder Menschen, wenn Gott ohne der klappert und sagt, lass mich mal in den Horten an, lass mich mal dein Leben verändern, lass mich mal die befreien. Dann sagt der Mensch, ich war noch, aber noch nicht. Das gibt mit uns ja ein Lot. Das zweite Geheimnis, was Bartimäus uns lehrt, ist ein sehr aktuelles Thema für uns, wo er sagt, damit die selbst kämpfen. Überwinn deine Angst. Überwinn dort, was die Hölle tut. Wenn du in einem Glauben an Christus wachsen willst, dann müssen wir unsere Angst aus dem Leben riemen. Angst kann in unserem Leben zum Wasser nicht sein. Weil dann bleiben wir wo wir gekommen sind. Angst ist für uns so als eine Lähmung. Ich weiß nicht, ob jeden das alle bewusst ist, was eine Lähmung ist oder was eine Lähmung tut. Aber wenn einem ein Hund, der den Ohren gelähmt ist, dann hängt er einfach auf. Und das wird Angst in uns bewirkt. Wenn wir Angst haben, Menschen gehen Eva, dann hängen wir einfach auf. Dann sind wir einfach durch, aber wir können nicht anstellen. Angst hindert uns, den nächsten Schritt zu merken. Meine Frau ist, und die, wofür hast du Angst? Wenn wir über Angst reden, was merkt die Angst? Ich kann mir so vorstellen, dass Bartimäus in diesem Moment ganz voll Angst gewesen wird sein. Für was, ne? Für was könnte er Angst gehabt haben? Da wären so viele Menschen am Raum. Und ich kann mir so vorstellen, er wird Angst gehabt haben, aufgelehnt zu werden. Stell dir mal diesen Mann vor, der hat so viel am Bachrand gesehen gebracht hat, und wie viel Hand nee gesagt zu dem. Nee? Wenn wir mal bloß da hier statt fahren, wie viel Glaswäscher sind da, was Glaswaschen wollen. Und wie viel sagen nee. Die Menschen, die erleben Tag für Tag Auflehnungen. Die kriegen nicht Leute. Was Bartimäus erlebt hat. Auflehnung. Und diese Angst, die kann ich mir so vorstellen, die wird bei ihm sehr groß gewesen sein. Und kriegt dort, was dort passiert. Jo, Bartimäus sagt, Jesus, darf ich ihn sehen? Hab Mitleid mit mir. Das erste, was passiert, sieh nicht so laut. Jesus hat viel wichtige Sachen zu tun, als die hier Aufmerksamkeit. Sieh mal still. Die Menschen, die bedreigt haben, Jesus lehnt ihm nicht auf, aber die Menschen, die bedreigt haben, die ganze Versammlung, was dran haben wir, die versagt haben, du, Kleiner, bleib mal an deinem Platz, wo du das gebracht hast. Das ist dein Alltag. Lass Jesus mit seiner Abgabe gehen, wo er zu gehen hat. Wir sehen dort in Kapitel 10, Vers 48 in Markus, viele beschwächte am. Und seide, er soll still sein. Wie wird der Mensch sich gefällt haben? Das kämmert die hier nicht. Du bist nicht so wichtig. Geht, dass diese Geschichte nicht hier stehen bleibt. Bartimäus hat das ja klar. Jungs, das geht nicht. Jesus, ich will deine Barmherzigkeit. Ich will von dir. Ich brauche die. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Die Menschen sagen so. Aber er hat so klar, er schrie bloß einfach Dollarrüt, dass das klar wird, was ich hier bin. Das brennt in mein Hort, weil ich eine Neudigkeit habe. Ich habe ein Bedürfnis. Ich brauche, dass eine größere Hand in mein Leben kommt. Und wie das klar, dass das, was er braucht, wie sich durch diese Menschen her durchzudringen. Und du kannst die Angst am nicht behalten. Er muss durchkämpfen
Hij muss sich durchtrekken wat du. Wat wo? Wat Jesus. Du als seine Haupt. Dort wisst hij. Bloß, da wir viel uit dem Weg te riemen. Die Liedbeschwächte am, in seine Angst aufgelehnt zu worden, kann ich mir so vorstellen, worden am bestimmt ganz gemischte Gefühle gegeben haben. Das hier ist ein ganz korter Aufschnitt, der hier so beschrieben worden ist. Aber ich glaube, das wird eine ganz große Erfahrung gegeben haben in dem Moment. Was ist nu, wenn Jesus mich auch noch beschwächte wird? Die Menschen beschwächte am. Und das gemischte Gefühle am, wann ich bei Jesus sehe, was ist dann? Da worden ja all die Menschen schreien, ha, das seht ihr wie die, du bleibst nicht da hocken, wo du wirst, ne? Du hast sie können bleiben, du meist dir habt noch so. Nee, sagt er, Angst, rauf, Menschen zu sehen. Je möchte je Gefühle wach, Jesus, haft Barmherzigkeit, en die bruk ich. Bartimeus hat dat ganz klar, dat Angst voor afgelehnt te worden, die muss bei ihm in ihre Sohle kommen. Die können hij in diesem Moment nicht brücken. Hij zegt dat met zijn ene Müll, Jesus, du bist der Einzige, der mich helfen kann. Dat zullen all diese Menschen hier. Hier ist kein Doktor, was mich helfen kann. Jesus, du bist der Einzige, der mich helfen kann. Bitte, 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 help mich doch. Help mich doch. Wenn du Jesus noch fallen wirst, lieber Zuhörer, dann musst du weiter, dass du einen Jener hast, der wird die immer weiter sein. Du bist nicht ganz so wichtig. Lass dir mal doch, Jesus hat viel neue Sachen zu tun, als die Aufmerksamkeit zu schenken. Und das ist der Satan. Der Satan, der will uns klein merken, der will uns gering merken, der will nicht, dass wir bei Gott Barmherzigkeit finden. Der will nicht, dass wir von Jesus geholfen werden. Der wird die Tag für Tag sagen, Jesus hat doch keine Zeit für dich. Du sind hier tausende Menschen auf der Welt, die den brücken. Und dann weißt du auch noch, was läufst du die Tag? Dort nimmt der Satan sich vor. Und der ist direkt damit, die seine zu entmutigen, dass du nicht so anhöhlend bleiben in die Durchtrecken des Bartimeus, dass du bei Jesus zu kommen. Wir sagen in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht zu haben, bringt eine Schlange. So, wenn Bartimeus sich nicht von dieser Angst hat festnehmen lassen, dann wird er durch die Schlange werden und wird durchbleiben. Er hat nicht durchdringen. Wer sich auf dem Herrn verlässt, wird sicher sein. Das wird mit ihm passieren. Er verlässt sich auf dem Herrn. Du hast Meier hier. Jungs, das, was ich mir hier vermerke, was ich glaube, heute, das ist nicht dort. Du hängst als Meier. Mein Hort sagt mir, dass du als Meier hängst, dort brück ich. Gott will von dir und von mir Meier, als dort, was wir bald nicht getan haben. Wie macht die Angst in unserem Leben riemen? Er will, dass du die Meier ab am verlässt, als dort, was du bald nicht getan hast. Lass die für Gott los. Aber dort ist unsere Gelegenheit, wenn wir mit Christus teilkommen, dass er uns aufmerksam macht darauf, verlass die darauf. Auch wenn Menschen das Gegenteil sein. So ist das hier mit Bartimeus passiert. Er lehrt dort und lehrt uns dort, dass wir Angst im Leben Menschen gegenüber nicht brücken können. Das dritte Geheimnis, was er uns vermittelt hat, ist bekannt dienen Glauben. Wie verschwor ist uns das Werke unseren Glauben? Wir sagen all, wir glauben an Gott. Wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass Jesus das tun kann. Ich glaube dass natürlich, dass er kann dem heilen, aber ich glaube, dass er kann dem raten, aber vielleicht will er das nicht.
Waarom reageer wie ze dort? Doch de Bibel is Jesaja uitdrukkelijk klar te ons en leert ons dat God wil. God will. Wer will dann nicht? Vielleicht sind wir das, die wir nicht wollen, die wir Angst haben. Weil's, wann das man einmal nicht was sie sind, dann haben wir über was gesagt. Was ist dann? So, wir sind all mit all diese, vielleicht ja, vielleicht nee, dass das überhaupt nicht stimmt. Wenn Jakobus sagt uns, wer so ist, das ist eine Wahl auf dem Meer. Und die soll nicht warten, dass am irgendwas gegift worden wird. Warum nicht? Weil die weiß nicht. Bartimäus hat keine Wahl. Die geht los und die schlägt durch. Jesus ist mein Ziel. Dem brauch ich. Der ist der Einzige, was mir helfen kann. Openbaar, was in deinem Hart ist. Laat andere das weiter. Manchmal ist das Geld, wenn wir, ich glaube, Gott was tun, dass wir einem das vertalen, dass wir zu einem davon reden und sagen, ich glaube das. Und ich teile meinen Glauben. Ich bekenne das für Gott und für Menschen, dass ich das glaube. So, ich teile meinen Glauben nicht für mich. Bekenne das, was du glaubst, dass Jesus für dich tun kann. Ein geheimer Glaube, das ist ein gelegentlicher Glaube. Warum? Ich habe von der für mich gelebt und das weiter bloß ich in Gott und der so tun. Wahrscheinlich auch. Ist der allebei nicht schwierig ist. Und da sagt dann zu mir, Dennis, weiß das gut. David, weiß das gut. Als ich, lass mal einen Tag. Und dann komme ich in diesem Zweifel, naja, wenn der Tag noch keiner weiß, dann läuft es mal Tag. Ja. Bekenne das. Vertel davon, rede zu anderen davon. Dort, was du glaubst. Weißt du, diese Geschichte von Bartimäus, ist mir das so abfallend. Bartimäus, der kam auch nicht nur Jesus. Lass mal ein bisschen herkommen. Und verschlamm nicht im Müll, am Uhr. Nee? Er sagt nicht, da, Jesus, Jesus. Er sagt, Jesus, ich will deine Barmherzigkeit. Ich brauch die. Die braucht so, dass alle Menschen dort hier, da wird kein Uitweich. Dort wird keine Splitsche Angelegenheit. Er will nicht plöckig mit seinem Wunsch, seine zu kennen. Er will, ich sehe dort. Und ich glaube dort, dass Christus mein Leben verändern kann. Er verschilt noch nicht ran. Wir lesen dort so klar in Markus Kapitel 10, Vers 51, wo das sagt, Jesus fragt am, was er für am tun soll. Der blinde Mann sagt, Meister, ich will seine kennen. Ich will seine kennen. Warum stellt Jesus an diese Frau? Ich glaube, Jesus deed dat Bartimäus zum Gelden. Ich glaube, er deed dat Bartimäus zum Gelden, dass er noch einmal sagen kann, was die diese Menschen dort auch noch mal alle noch einmal sagen, was weißt du, dass ich für die tue? Was du dort noch einmal so klar uitdrukken, dass die dort alle mitgekregen haben, an was das hier gehen soll? Das hat je kunt ondersteunen. Kann Jesus Bartimäus seine Gedanken nicht lesen? Kann der nicht sein, dass Bartimäus ein blinder Mann wird? Wisst Jesus nicht durch all dem Getümmel und dem Geschrei, was all gewasst wird, was das Mensch will? Vielleicht kann ich sagen, eine unschuldige Frau, nicht? Doch ich glaube, Jesus wird keine unschuldige Frau stehlen. Er hat ein ganz bestimmtes Ziel damit. Das geht hier um die öffentliche Bekenntnis. Was glaubst du? Was weißt du, dass ich für dich tue? Er hat dort Bartimäus zum Gelden, damit er seinen Glauben offenbaren kann. Er kann dem kundtun,
en metdeulen wat in zijn hart binnen branden. Wat am dag voor dag beim Pracheren beschäftigt. Waarom kan ik niet mal zijn? Wanneer ik zijn kan, dan kan ik mijn leven anders merken als met dit Pracheren. En hij kan diesem Fall Jesus containen. Meester, ik wil zijn kennen. Dat is mijn wunsch. Dat is mijn bed aan die. Ik heb einen Wunsch, ik heb een Verlangen en dat zal allemaal hier kennen, wat mijn Verlangen is. Ik word dafür kämpfen. Wanneer Jezus die van jou vraagt, wat hij hier, wat wist u dat ik voor die doe? Wat wist u die feilen? Wat wist u dan antwoorden? Wat wist u Jezus zeggen? Hij gaat van jou bij die voorbij en vraagt die, wat wist u dat ik voor die doe? Du darfst hem antwoorden. Krijgt es Bartimeus. Vielleicht sind bei die eine oder die andere Sache, wat die dreckje, wat die im Leben schwer merken. Sei Jesus doch, ik wil van dit vrij zijn. Ik wil in die leven gaan. Ik wil zijn kennen. Ik wil geheeld worden. Jezus heeft op die harteswunsch en op dat wat in die hart is en wat die beschaft je deed. Bekan dienen geloven. Dat vierde geheimnis wat Bartimeus ons leren deed, dat zijn Beispiel is, neem de genade Gottes aan. So Gott bringt die Wort. Hij heeft die Wort aan te bieden. Aber dat ändert nichts im Leben, solange als wir das nicht annehmen und in uns persönlich Fleisch worden lassen. Wir sehen da in Kapitel 10, Vers 52 in Markus, wo sagt, Jesus sagte ihm, go, du bist durch deinen Glauben geheilt. En krijg door, kon hij zijn en val Jesus nog. Bartimeus kreeg de genade Gottes, waarom hij gebed had. De barmherzigheid. Jesus juif am dat eeuwige licht. Hij kreeg niet een geestelijk licht. Dat hij zich nu blijft bekend had. Hij kreeg een eeuwige licht. En waarde de eeuw opgedaan en hij kon zijn. Hij kon zijn. Hij val Jezus nog op den moment. Einige van jullie hebben zich vielleicht een schuf Konflikte abgelut, Probleme im Leben. Wat schwer liggen. Andere fühlen sich vielleicht alleine oder einsam gelut. Fühlen dort an, dat je lijk im Leben uit de Hand gerannt ist. Vielleicht fühlst du die so als Bartimeus, blind, setzt einfach helpless durch, auf andere Hand gewesen und prachast. Vielleicht kannst du noch bitte Hand freundlich kicken, was nicht so schwer ist, aber das kann sein, dass das Beine im Hort rohrt. Traurig ist. Wenn das dein Fall ist, dann rufe ich dich von dir, Gott will dir eine Gelegenheit geben, dass du nie mit ihm anfangen kannst. Dass du nie die zu ihm bekennen kannst. Und das ist, er will dir eine Gelegenheit schenken. Die Betonung liegt auf schenken. Du kannst die nicht verdienen wie an. Du kannst dir das bloß schenken lassen. So als Bartimeus, er kann sich kein Eeuwlicht verdienen, er kann sich das nicht selbst erarbeiten. Er kann sich das bloß geben lassen von Jesus. Wie viel auch immer die deine West, das ist allmählich. Gott will die Genade geben. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 16, von uit seine Vollmut haben wir alle Genade
en meer genoeg. Du nimmst dort im Glaube an. Du kannst dir das nicht verdienen. Und in Römer Kapitel 4, Vers 16 sagt der Apostel, doorheen hängt die Gerechtigkeit bei uns ganz und gar vom Glaube auf, dat het uit Genade komen kan. En dat zijn versprechen für alle nakomen vast bestanden blijft. Niet bloos voor die dat met dat Gesetz huilen, aber ook voor al die durch den Glauben zu Abraham seine Familie gehören. Die ist ein Vater über uns alle. Check die mal das Wort an, Versprechen. Er sagt, sein Versprechen. Vielleicht sagst du wirst einmal hier anders sein. Vielleicht mal mehr auf Gott vertrauen. Sachen, die Gott nicht gefallen in deinem Leben riemen, aber du kannst das nicht. Das ist richtig. Du kannst das nicht in deiner Kraft. Du brauchst mehr dazu, aus deiner eigenen Kraft. Bartimäus wir blind, aber können genug sein, aus dem Hort, dass er das sein kann, dass er Gottes Genade brücken hat. Ich möchte die Teilhabe von dir und darauf hinweisen, dass die Bibel voll von Versprechen ist, was Gott uns geben hat, der uns für uns Leben helfen dürfen, der uns Mut machen dürfen, der uns Kraft geben, und die haben eine volle Gültigkeit von der Kreise aus damals, aus der geschrieben wird. Die wie geht, wenn wir uns die ganz dicht bei uns Raum nemen dürfen, aus een Welt met ons deel. Gott zijn Versprechen ons gegeven. Wie selbst kennen dat nicht. Wenn Gott ons zijn Versprechen geeft, dat hält hij bewusst durch. Diese Versprechen, die hij immer weiter in den Gedächtnis holen kann, wenn du in schwere Situationen kommst. Wenn du die weißt, en hij dat zijn Heiligen Geest die daran erinnern, dat heeft God die versproken. En hij wordt dat durchführen. Dat brauchen wir, wenn wir wollen im Glauben in Jesus Christus Sieger sein. Der Glaube kommt durch das Wort Gottes. Du wens brauchen wir sein Wort in ons Leben. Sein Versprechen. En ik kom nog kort eenmaal op dat 5e geheimnis wat Bartimäus ons leren deed. Fang aan im Glauben te handelen. Wat wordt voor die als een nächste zaak dran zijn, wanneer du wirst im Glauben handelen? Da wir alle op verschiedene Stupen in unserem Leben stehen, kann ich das nicht weiter. Für einige kann das sein, Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser annehmen. Für andere kann das sein, sich an Glauben an Jesus Christus taufen zu lassen. Für andere kann das sein, vielleicht einen Arbeitskollegen von Jesus zu vertalen. Für andere kann das sein, eine Gabe, die Gott in den Hort neigelegt hat, aktiv irgendwo anfangen anzuwenden, auszuleben. Was immer das macht sein. Dort. Fall Jesus. Und ich möchte mit 2 Versen een karten vergelijk maken, die we in Markus Kapitel 10 vinden. Einmal 46 en dan 52. In Vers 46 sagt dat, stel dir das lebendig vor. Da sagt Bartimäus, ein Blinder, Timäus ihn sehen, am Weg in Prager. Hij sagt dat. Ja? Nu laat hem da zitten. Dan sagt uns in Vers 52, Korrektur kann hij zijn. En Fall Jesus noch. So eine Frau hat die, welche von diesen beiden Versen beschrift dein Leben? Setzt du noch einmal am Weichrand und prachst? Löscht du noch einmal, dass dein gleich irgendwann wird vom Himmel fallen? Wagst du noch einmal auf ein großes Wunder, dass irgendwann wird eine große extra Offenbarung kommen? Oder bist du umgedreht worden von Gott? Und sagst, nee.
Ich habe nicht einen Geist von Furcht von Christus gekriegt. Ich habe einen Geist zum Notfall gekriegt. Ich habe einen Geist zum mein Glauben bekennen gekriegt. Ich habe einen Geist zum Kampf gekriegt. Bist du einer von denen, der Jesus aktiv Notfall nicht? Wo stehst du? Setzt du am Weich und prachst? Oder bist du ein aktiver Notfall Jesu? Wat am deine det, wat Christus vrouwmelke det, wat andere ermuitje det, en onsparende det Jesus te zieken. Glaube is meer als über Jesus nur denken. Glaube is meer als met anderen über Jesus reden. Glaube is meer. Glaube is duinen. De Bibel leert ons sehr klar in Jakobus, dat wanneer man charpa ohne den Geist hat, dann ist die dood. Und so ist das ook met dem Glauben. Wenn der Glaube nicht ein Wort auf nur zu weisen, dann ist die dood. So Glaube ist Aktion. Glaube ist Döne. Wenn du glaubst, dann darfst du. Und wenn du nicht darfst, dann glaubst du nicht. So, das können wir nicht trennen. In der Bibel hat Glaube immer mit Döne zu tun. In der Bibel hat Glaube immer mit Fallen zu tun. Ich glaube an Jesus, dann tue ich das, was er mir lehrt. Dann falle ich dem nur. Bartimäus hat keine Ahnung, was er an diesem Tag begegnen wird. Er hat keine Ahnung, dass Jesus an diesem Tag bei ihm wird vorbeikommen. Dort wir einfach ein ganz normaler Tag für ihn, der selbst Stunde, das selbst Prache, der selbst Ortenweise zu sein. Aber Gott gab ihm eine unerwartete Gelegenheit, nie anzufangen. Sein Leben kann verändert werden. Der Grund, warum du diese Botschaft von der hier ist, ist, weil Gott die eine neue Gelegenheit terugbedet. Der hat die geben will. Der will hat die geben. Der kostet die nicht für deine. Der will hat die schenken. Die Frau ist, was du abschuwen, oder was du dir nutzen. Ja, die dat is Bartimäus, nu oder nicht. Wenn ich das nu nicht tue, dann ist das verpasst. Jesus Christus kriegt so als damals bei Bartimäus, bei die von der vorbei. Und er fragt die auch von der, was weißt du, dass ich für die tun soll? Und du darfst am dort bekennen, was in dein Hort ist, was du weißt. Und das gibt keinen besseren Moment in dein Leben als dieser nu. Weil wir weiter nicht auf Maria kommt. Jesus ist für die da. Er ist für die da zur Weisheit, er ist für die da zur Gerechtigkeit, er ist für die da zur Heilung und er ist für die da zur Rettung. Wenn du mit mir einverstanden bist, lieber Zuhörer, dann lade ich dich an, mit mir zu beten in diesem Moment. Wo immer du bist. Lieber Vater im Himmel, ich gebe dir vom Nien mein Leben. Nu in diesem Moment fang ich vom Nien an mit dir. Du hast mir diesen Moment geschenkt, damit ich in Kontakt mit dir kommen kann. Verzeih mir bitte, Herr, dass ich diesen Schritt so lang rütgeschoben habe. Verzeih mir, wo ich mich von meiner Angst treihöhle leid und mich die nicht ganz anvertrauen kann. Von der will ich deine Gnade als ein Geschenk für mich annehmen. Von der Vergebung. Ich will abhören, Wachron zu setzen und zu prachen. Und ich will anfangen, dein aktiver Notfall zu sein. Und die Gabe, die du mir gegeben hast, deine Ehrenverherrlichung in deinem Reich anwenden. Bitte schenk mir Gnade und lass meinen Glauben an dich wachsen. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und abgestanden.
In Jesus Christus zijn Namen merk uit nu diesen Schritt. En evalueert mijn leven ganz die. En geloof dat du bist der Einzige, der im Stand ist, der die Fähigkeit hat, der die Möglichkeit hat, mich zu helfen, in meine Situation zu verändern. In Jesus Christus in Namen. Amen. Verdeib ans Vater sine Leib, der jet jo im alten Meten, zur Teil, wo jedem sin 90 sind Mensch aus Mieteraden. Verdeib der schon Wort heim aus Dröm, sin Vater dreht sich weich von an, der Wunden Wort hei ab sich nahm, bringt viele Menschen Leben. Nu tjek de Mondur an dort ries, der sind ab sine Schultern, so schuld, dat ich komm mit nur sein, am Spatzen mit der anderen. Hei wir am Kriegs für meine sind, hei hält und uitbart ab sin Welt, sin letzter Oden bracht mich hoch. Ich wollt, dat es nie vor dich. Verhaf heuse verläufe mich, ich kann dat nicht verstohnen, aber det kämmt euch von min Hort. Sine Wund, doi bracht mir Leben. Verhaft Häuser verläufe nie, ich kann dort nicht verstohnen, aber dort kämmt euch von min Hort. Sine Wund, der bracht mir Leben.